wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder wie man bei Ihnen vor Ort hier in Bayern zu pflegen vermag, borisches Grüß euch miteinander. Also ich glaube, es ist gescheiter, wir wollten das Ganze auf Bayerisch. Bayerisch, ist das für irgendjemand ein Problem? Bayerisch, ich selbst bin ja des Hochdeutschen mächtig, aber leider nicht gewachsen. Und außerdem würde sich das Ganze hier sehr in die Länge ziehen, weil der Preuße spricht ja bekanntlich seine Denkvorgang mit und der Bayer gibt nur das Ergebnis bekannt. Ja, also es war ungefähr vor 3 Wochen ein Foto, ja. Die Frau Graf, die Frau Fotograf. So, jetzt. Ungefähr vor 3 Wochen, ja, ich war daheim zu Hause, es war schon spät, ja, Zeitung, halb Bier, eine himmlische Ruhe, meine Frau war schon im Bett. Und auf einmal Telefon. Das Telefon leitet, und bei uns daheim ist auch das Telefon was Besonderes, das bleibt bei uns bis zur letzten Sekunde spannend. Wir haben ja in nicht die Möglichkeit, dass wir aufs Display schauen, danke, die Ärger ruft an. Nein, das bleibt spannend. Und wer ist dran? Der Tom Bauer. Ich habe mich über den Anruf sehr gefreut, weil wir haben ja schon längere Zeit nichts mehr voneinander gehört. Und es hat ja früher Zeiten gegeben, da haben wir ja täglich telefoniert, waren wir immer in E-Mail-Kontakt. Das E-Mail ist auch lustig bei uns. Ich bin auf Senden gedrückt, dann kriegt der Tom erst 3 Tage später. Weil bei uns im Bayerischen Wald haben wir uns statt Glasfaserkabel ein Pressband gelegt. Ich kriege den Kulturpreis im Eisensachen, ich kriege den Kulturpreis vom Landkreis Dingolfing-Landau. Hat er gesagt, der hat sich gefreut, das habe ich richtig hochgespannt. Der hat sich gefreut, weil er ein kleiner Bau, der was mit dem Hanuta und Christbaum nominiert. Für mich war aber diese frohe Botschaft nichts Besonderes, weil ich wusste, dass er irgendwann für seine Werke mit Preisen gekrönt werden wird. Aber jetzt mal langsam, Sie stellen jetzt bestimmt die Frage, wer bin ich? Also, ist ja schon bekannt geworden, ich bin der Matthias Meyer, war aber hauptberuflich bei der Hubert Meyer und ich. Hubert Meyer ist so eine bayerische Boygroup. Die Jüngeren von Ihnen werden das bestimmt kennen. Ich bin aus dem bayerischen Wald, 3/4 so finster und 1/4 so kalt. Sie stellen jetzt bestimmt die Frage, was hat jetzt der Weitl aus Cham mit Iron Tom Bauer zu tun? Und ich sage Ihnen eine ganze Menge. In unserem Bühnenprogramm 2006, da haben wir ein Lied gespielt. Da geht es darum, wir sind durchs Isartal gefahren, eine Reise durchs Isartal, fangen wir an in Blattling bis Landshut, eine Textpassage. Irgendwann kommt eine hässliche Fabrik, aber eigentlich ist Isartal schon schick. Und schließlich in Landshut angestoßen, treffen wir auf das Kernkraftwerk, auf Ohu, auf den Kühlturm, und wir hatten die Idee, das ist ein super Werbeträger, schaut aus wie ein Maskrug, ein Henkeltrog mit Punkt gibt der Schaum aus, super Geschichte. Kurz drauf kam ein E-Mail von einem Konzertbesucher, der im Bürgerspital in Blattling war, mit einem Bildanhang. Da hat tatsächlich jemand den Ohu 2 Kühlturm auf dem PC bearbeitet, ein Paulaner-Logo drauf. Wir waren ja gerade in Produktion von unserer ersten DVD. Tom Bauer hat das Cover entworfen. Vielen Dank nochmal. Ich habe da die DVD drin. Ich wollte euch zeigen. Viele Menschen haben oft gute Ideen, gehen aber den Schritt leider nicht zu Ende und zum Schluss kommt leider nichts dabei raus. Ich war mir damals schon sicher, dass ein Mensch, der den Stier gleich so bei den Hörnern packt und so eine Arbeitsweise an den Tag legt, noch eine großartige Karriere vor sich hat. 2 Jahre später, noch im Auftritt in Wallersdorf, das weiß ich noch genau, weil da bin ich selber gefahren. Wir saßen mit den Veranstaltern, mit dem Wirt, einigen Konzertbesuchern und einer Handvoll tschechischen Bedienungen, noch in der Gaststunde, weil wir jeden Abend wenn wir spielen. Und ein sympathischer Mann mit Hut saß auch dabei und klagte mir sein Leid. Er müsse heute noch nach Mosfürth zu Fuß gehen. Mosfürth
das ist ein Begriff, Moosfurt, das liegt so circa zwischen Frankfurt am Main und Prag. Und ich gesagt, hey Tom, sitzt die einer, ich fahre dich heim, ist kein Problem. Und auf der Heimreise habe ich gesagt, ich höre jetzt demnächst ein Cover-Problem von mir. Und ich gesagt, ja, schau, ja. Jetzt sind viele Buchstaben, die sich aneinander nehmen, was machen wir jetzt? Er wurde geboren als Sohn. Im August 2009, da war es endlich soweit, ich spielte in Wildtouren, weißt du noch, Tom? Und der Tom war bei uns im Vorprogramm und räumte voll ab. Es war das erste Mal, dass ich den Tom live auf der Bühne gesehen habe. Ich sehe gerade viele Künstler, sehr viele, aber ich war wirklich hellauf begeistert. Und nach längeren Gesprächen danach haben wir gesagt, Mensch, wir müssen zusammenarbeiten. Ich gründete daraufhin meine Künstleragentur, die Firma Meyer Booking, wo es uns bereits nach einem guten Jahr gelang, den Tom in den bayerischen Kleinkunstmarkt zu integrieren. Von den ganzen Veranstaltungen bekam ich ausschließlich positive Feedbacks. Darum freut es mich sehr, dass der Tom mittlerweile zu den erfolgreichsten und besten Künstlern der Szene gehört. Ja, Sie fragen sich jetzt bestimmt, wer ist denn nachher dieser Tom Bauer genau? Über den Tom gibt es einiges zu sagen. Ich habe es einmal zusammengeschrieben, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, das kriegen wir schon. Ja. Als der aus Trieging stammende Preisträger 1976 geboren wurde, dauerte es nicht lange, bis er seine ersten musikalischen Gehversuche auf dem Akkordeon hinter sich hatte. Er sammelte seine ersten Bühnenerfahrungen bei der Partyband Smarties und hat zu diesem Zeitpunkt sein Instrumentarium auf Klavier, Mundharmonika und E-Bass erweitert. Ja, irgendwann ist er das Leben als Partyband-Musiker, da stoßt man ja irgendwann an seine Grenzen, spricht aus Erfahrung, wenn man sein 1000. Jubiläum beim Spielen des Songs Summer of 69 hinter sich hat oder in 3 Jahren Forschen schreit einer auf, hey Musi, spielt zum Assi! Spielt zum Assi! Was soll man spielen? Ja, Assi! Wie kennen wir das Lied nicht? Das singen wir mal vor. Assi ist der Bärb und Assi! An den Punkt angelangt, wo man sich langsam aber sicher aus der Partyband-Szene zurückziehen sollte. Der gelernte Flurbereinigungstechniker, der heute noch als Nebenerwerbsbeamter tätig ist, besuchte von 2005 bis 2008 die Berufsfachschule für Musik in Blattling und absolvierte erfolgreich die Ausbildung zum geprüften Klavierlehrer. Seit 2004 ist er Pianist und musikalischer Leiter der Kultband Väterchen Brust und seine Bluesbrüderchen und tourt seitdem Jahr für Jahr durch Deutschland, Österreich, momentan auch nach Schweiz, solange da noch eine Genehmigung kriegt, im Ausland zu arbeiten. Ja, zurzeit ein bisschen schwierig. Nach verschiedenen Kleinkunstprojekten schrieb er 2009 das Buch Kriminelle Geschichten, Märchen der Gebrüder Grimm, in bayerischer Sprache, Versform und ein bisschen modernisiert, wo mittlerweile schon über 5000 Exemplare verkauft wurden. Schließlich folgt in Anlehnung auf das Buch ein erfolgreiches Kabarettprogramm, welches in meiner Heimat im Landkreis Cham mit dem Ostbayerischen Kabarettpreis 2009 völlig zu Recht ausgezeichnet wurde. Ich selber war ja auch schon öfter im Publikum und ich habe immer das Gefühl gehabt, nach so 10 Minuten, dass mir Gigatemper in eine kuschelige Wolldecke einwickelt. Und das war immer atemberaubend. Charmant, witzig, heimatverbunden, aber auch gespickt von hochwertigen, intelligenten Pointen kombiniert mit Musikstücken auf höchstem musikalischen Niveau. Das ist Tom Bauer. Gott sei Dank hat die Besucher Ohren, sonst taten die Heiden rundum grinsen. Zitat Walter Tanner, Niederbühne Robinson. Schöne Grüße. Wussten Sie, dass Thomas Bauer es geschafft hat, die bayerische Firma Händelmeier als Sponsor zu gewinnen? Nicht auf Hunderten oder Tausenden, nein sogar auf mehreren Millionen Senfgläser wurde für sein Musical Oschenputtel geworben. Viele neugierigen Menschen, besonders aus dem Norden, wurde erstmals bewusst, dass eine Stadt namens Landau existiert. Und den Einheimischen wurde klar, dass man da nicht nur zum BMW mitfahren kann, zum Arbeiten, sondern dass da kulturell auch einiges geboten ist.
Wer kann schon sagen, welcher Landkreis kann sagen, wir haben unser eigenes Musical? Kaum haben wir nicht einmal DSL. Ja, ich war ja diesen Januar in Wien und besuchte mit meiner Frau ein Musical, Elisabeth. Also, die Frau heißt nicht Elisabeth, das Musical heißt Elisabeth. Ich hatte die Gelegenheit, mit verschiedenen Organisatoren vor Ort zu sprechen und einen großzügigen Einblick in die Arbeits- und Organisationsabläufe bekommen. Da hat er gesagt, hey Alter, ich hau mir weg, das kannst du dir nicht vorstellen, was wir da für eine Arbeit haben. Wir brauchen einen Darsteller, wir brauchen einen Komponisten, Texter, einen Regisseur, einen Produzenten, der das Ganze bezahlt, ein Bühnenbild, einen Finanzierungsberater, einen Personalcoach, einen Teamleiter, ein Casting, ein Marketing, ein Booking und meine Billetten soll da irgendjemand verkaufen. Ja, Originalton. Ja, diese ganzen Funktionen erfüllt Tom alleine und weil es anscheinend noch nicht gegangen, spielt er auch noch eine Hauptrolle im Musical selbst. Also nichts Aschenputtel, da gibt es einen schöneren. Er spielt die Rolle des Erzählers. Es gibt namhafte bayerische Musik-Event-Manager, welche sich über so ein aufwendiges, zeit- und kostenintensives Projekt nicht drüber trauten. Da gab es Zitate, ja, es ist sehr schwierig, das Projekt am Markt zu platzieren. Oder, ja, mit diesem extrem umfangreichen Projekt wäre es unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Ich glaube, das hat den Tom noch mehr motiviert. Und vielleicht sagt man bei uns, er hat dann seine Erdäpfel selber in Stumm eingedruckt. 9-mal ausverkaufte Stadthalle in Landau. Alle Konzerte der bereits abgeschlossenen ersten Tour ausverkauft. 2012 schlägt den Vorverkaufsrekord von Robbie Williams, insgesamt über 15.000 Musikbesucher. Fraunhofer Halle Straubing, restlos ausverkauft mit 1400 Besuchern. Radio- und TV-Präsenz im Bayerischen Rundfunk. Zitat Norbert Kraft, Leiter der berühmten Schlagzeugkbühne in München und persönlicher Freund von mir, welcher 500 Konzerte im Jahr durchführt. So eine Premiere haben wir noch nie gehabt. Regelmäßiges Songengagement Schlagzeug München mit der Ostbutter-Kleinkunstversion. Meine Damen und Herren, das ist ein Applaus wert, oder? Natürlich nur, wenn man hinter sich auch qualifizierte Leute und ein starkes Team hat. Halten Sie sich fest an dem Projekt Aschenputtel, arbeiten mittlerweile um die 50 Leute. Das ist ein Wahnsinn. Echt? Ja, meine Damen und Herren, es ist Ihnen bestimmt sehr leicht gefallen bei der Entscheidung, wer ihn verdient hat, den Kulturpreis des Landkreises Landshut. Das war der große Test, ob Sie noch dabei sind. Ja, der Herr Landrat hat der ist schon ganz rot geworden. Aber das ist er ja eh. Ja, der rote Landrat im Kohlraum schwarzen Bayern gespielt. Ja, ich habe schon gesehen, der Mann ist schwer auf Trab. Aber genauso Leute brauchen wir, die muss noch wissen, wo der Pfennig geschlungen wird. Unsere bayerische Kultur, das ist was ganz was Wertvolles und besonders auch entsprechend pflegebedürftig. Genau unsere bayerische Mentalität, Lebensweise und Lebenseinstellung hat unser Bundesland zum Platzhirschen in Deutschland gemacht. Nicht nur die Leute, die regieren, sondern die, die das entsprechend leben, fördern, umsetzen, sind für diesen Erfolg maßgeblich verantwortlich. Ja, in Bayern, da heißen ja viele Sepp, aber die meisten heißen hey. Wir sind wir und schreiben uns und schauen, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Ich habe da ein Negativbeispiel, wenn ich zum Metzger gehe, meine Metzgerei-Fachverkäuferin meines Vertrauens ist um die 55 Jahre alt, stammt aus einem Einsiedlhof. Da gehe ich rein, ja, mein grüß dich, heute haben wir ein Angebot, der Preis sagt Wiener, hey, packst schon ein Viertelpfund, dann hast du nicht kaufen, nimm ein Pfund, geht nimm ein Pfund. Und dann sagt es beim Rohkassieren, ja, Meier, jetzt kriege ich von dir 18,40 Mark, die sagt nur Mark, die sagt nur Mark. Und jetzt kommt die Verabschiedungsfloskel, da sagt die Frau zu mir, also Meier, komm wieder, tschüss. Das sagt man da drin, weil das Tschüss genau, ach, oh mein, der Schweinsbrot, der war halt wieder lecker. Es gibt kein Lecker, das einzige Lecker, was es gibt in Bayern, das ist ein Arschlecker.
Heimatmuseum auf einen roten Knopf drücken, den original bayerischen Dialekt anhören und dann sagen, ach Mutti, das kann ich aber jetzt nicht verstehen hier. Mit Dokumentieren und Archivieren ist es bei weitem nicht abgetan. Wenn man die bayerische Geschichte betrachtet, hat es immer schon, ob im Hochadel oder im gemeinen Fußvolk, Leute gegeben, die die Masse mit dem bayerischen Brauchtum, Dialekt und der Mentalität im Positiven konfrontierten. Und hier meine ich nicht Marihuana und Michael oder Stefan Groß. Jakob, Maria und Helwig, denken Sie an Karl Valentin, Reuter, Jakob, Grauden, Sepp, Fredel, Fesel, Gerhard Holt, Helmut Abinser. Heimatverbundenheit, Kultur und positive Wirtschaftskennzahlen sind miteinander stärker verbunden, als man glaubt. Und hiermit appelliere ich auch an die Politik, solche enorm wichtigen Kulturprojekte, welche Bayern und ihre Region zu dem machen, was sie sind, weiterhin aktiv zu fördern. Aber Sie haben ja jetzt auch in Ihrem Landkreis einen der bedeutendsten bayerischen Kultursprach- und Heimatpfleger, Thomas Bauer. Lieber Tom, ich persönlich wünsche mir eigentlich nur zwei Sachen, und zwar das eine, dass du deinen Erfolgsweg genauso weitergehst wie bisher, und zum zweiten, dass du weiterhin so sympathischer und sauguter Mensch bleibst, was du bist. Meine Damen und Herren, für das kulturelle Schaffen, die Repräsentation des Landkreises Dingolfing landarbeit über seine Grenzen hinaus und seinen unermüdlichen Fleiß und Ehrgeiz ist es mir eine große Ehre, folgenden Satz sagen zu dürfen. Der Kulturpreis des Landkreises Dingolfing Landau 2013 geht an Thomas Wolfgang Bauer. Und ich darf den Text der Urkunde vorlesen, der ist nur ein bisschen immer anders. Urkunde in Würdigung der hervorragenden kulturellen Leistungen verleiht der Landkreis Dingolfing Landau Ernst von Bauer den Kulturpreis 2013. Der Landrat. Herzlichen Dank.